Also wenn du mich hörst sagen, spannend, kannst du sicher sein, dass ich im Code switchen bin. Ich bin Ahmed und ich Code switchen. Ich bin Kybra und ich Code switchen. Ich bin Mascha und anscheinend tue ich ziemlich oft Code switchen. Code switching ist die Tatsache, dass man linguistisch sich anpassen nach Publikum oder nach Interaktionen, mit wem man redet. Ich glaube schon einfach die Tatsache, dass ich aufgewachsen bin als arabisches Kind in der Schweiz. Ich habe dann schon so wie ein Chamäleon da sie kultiviert, so gewusst, ich muss mich je nach Kontext anpassen. Ich bin Tamilin und von einer Schweizer Familie adoptiert worden und mein Leben lang eigentlich zwischen so verschiedenen Welten gewesen. Dadurch, dass ich eben so zwischen so ein weissem Umfeld bin und dann halt so ein bisschen Ausländerumfeld, ja, ich tue mega viel Code switchen. Ich denke, ich tue unter anderem auch Code switchen, weil gewisse Wörter oder so gewisse Sprachbilder sind in unserer Gesellschaft zum Teil negativ konnotiert. Hey, so Mashallah, Habibi, Achi, Ukhti, die ganzen Geschichten, die arabischen, sind für mich ein No-Go gewesen, jahrelang. Weil es war so, hey, das Arabische, das redest du daheim und sonst nicht. Ja, also wenn ich irgendeine Wohnung will oder irgendeine Stelle oder so und mein Gegenüber ist ein weißer alter Mann, dann hole ich mein bestes Bünzli Schweizerdeutsch raus. Also ich tue eben gerne, um einfach die Tonlage und so ein bisschen die Stimmlage, alles ein bisschen verändern, um auf mein Gegenüber einzugehen. Gerade auch bei so Boomers und so Bünzli. In der Schule hat mal ein Schüler zu seinen Mitschülerinnen «Yallah» gesagt. Und die Lehrerin, die anwesend war, hat dann ihn gerade angeschaut und darauf angesprochen: «Hast du gerade «Yallah» gesagt?» Und er so «Ja». Also er hat schon ein bisschen Angst bekommen. Und sie hat mich sogar darauf angesprochen, dass man das nicht sagt. Man das hinterfragt, wenn irgendjemand «Let's go» gesagt hätte, ob da die gleiche Reaktion gekommen wäre. Ich habe eine Zeit lang im Verkauf geschafft und ich weiss noch, ich war in Berlin und es war so lustig. Da läuft so ein älterer Herr rein und dann fängt er so an zu reden: «Ja, hallo, ich würde gerne Kopfhörer kaufen.» Und ich so: «Entschuldigung, sind Sie aus der Schweiz?» Und er so: «Ja.» Und ich so: «Ja, ich auch.» Ja. Und dann er so: «Ist nicht wahr?» Und ich so: «Da.» Und dann haben wir eben so angefangen zu reden und ich rede nie so. Wenn ich zum Beispiel mit älteren SchweizerInnen rede, zum Beispiel sage ich so «Schönes Tägli». Lange hatte ich ja das Imposter-Syndrom auch. Ich habe es auch ein Stück weit immer noch heute. Das Gefühl, eigentlich gehöre ich da nicht dazu. Und es ist immer irgendwo ein Risiko, dass ich wie entlarvt werde. Ich habe immer noch den Impuls zu sagen, hey, ich wollte euch zeigen, dass ich im Fall wirklich gut Schweizerdeutsch rede. Und dann rede ich anders, wenn ich die Angst und Unsicherheit natürlich mit mir trage. Ich denke schon, dass Code-Switching aus dem herauskommt, dass wir vielleicht schon auch ein Minderwertigkeitsgefühl haben, weil wir eben dazugehören. Gleichzeitig kommt ja das Minderwertigkeitsgefühl nicht von nichts und einfach von der Gesellschaft das Gefühl über, dass wir auf eine gewisse Art und Weise reden, dass man nicht genug integriert ist oder nicht dazugehört. Wenn ich mit meinen Leuten von früher oder Leuten, die ich auch heute irgendwie kennenlerne und ich weiss, die haben eine migrantische Geschichte, die kennen mich, die sehen mich auch anders, die haben weniger Projektionen auf mich, dort kann ich viel freier auch reden und ich merke auch, meine Sprache ist nicht so sauber, ist auch egal, wenn ich Fehler mache. Manchmal bist du einfach so, ja, ist einfach so White Girl Shit und so. Das sagst einfach so und klar, das würde ich jetzt von meinen weißen Leuten nie sagen und ich meine es im Herzen natürlich auch nicht so. Du überlegst dir dann schon einmal ein bisschen anders formulieren vor deinen Schweizer Kollegen im Vergleich zu deinen Ausländerkollegen oder eben auch POCs. Es gibt so einen Post von der Frau Weibel, das ist eine Lehrerin aus dem Deutschen, den lese ich euch schnell vor. Wenn D'accord als intelligent und Tamam als unhöflich gilt, zeigt das keine sprachliche Wahrheit, sondern eine gesellschaftliche Machtstruktur, in der nicht alle Sprachen gleich viel wert sind. Das zu hinterfragen ist Teil von antirassistischer und machtkritischer Bildungsarbeit. Das merke ich in den letzten Jahren, hey, irgendwelche Bio-Schweizer sagen Mashallah und Inshallah, dann habe ich so, oh mein Gott, das heisst, ich kann einfach das Zeug auch sagen. Und seither habe ich viel mehr die Begriffe drin, meine eigene Wortschatz integriert und sagen sie auch in ganz unterschiedlichen Räumen. Natürlich, es gibt ganz klar Räume, wo ich es viel weniger mache, aber ich mache es viel lieber und viel freier und ich finde auch, es hat sich ein bisschen durchgesetzt, also ein bisschen als Slang sogar im Schweizerdeutschen. Ich habe schon das Gefühl, dass gewisse Leute in der Gesellschaft danach suchen, dass wir Leute kategorisieren und ausschliessen und dann diskriminieren. Und wer sucht, der findet. Ist doch jetzt egal, was ich anhabe oder wie ich rede. Wenn du verstehst mich ja. Und wenn du mich nicht verstehen willst, dann verstehst du mich ja eh nicht. Ich würde mir wünschen, dass einfach jeder so sein kann, wie er ist. Ich weiss wirklich nicht, wieso wir alles so dramatisieren.